Hey wow, weißt du, was ich total spannend finde? Traktoren. Oh ja, Mau. Traktoren sind super cool. Wow. Aber warum findest du sie denn so spannend? Ganz einfach, weil sie sind so gross und so stark. Traktoren können mega riesige Felder pflügen und richtig schwere Sachen ziehen. Weißt du überhaupt, wie ein Traktor funktioniert? Nein, nicht genau. Erzähl mal. Also, ein Traktor hat einen richtig grossen Motor. Der gibt ihm Kraft fürs Fahren und fürs Arbeiten. Nachher hat er natürlich Rädchen, und zwar richtig grosse Rädchen. Ein Traktor hat so grosse und dicke Reifen, dass er überall herumfahren kann und im Schlamm zum Beispiel nicht stecken bleibt. Wow, das klingt toll. Und was kann ein Traktor denn alles machen? Ein Traktor kann viele verschiedene Sachen machen. Er kann pflügen, er kann säen, ernten und ja, natürlich schwere Anhänger ziehen. Manchmal hat er nämlich hinten oder vorne noch so ein spezielles Gerät dran, zum Beispiel eine Ecke oder einen Pflug. Wow, das ist spannend. Und für was ist der denn gut? Traktoren sind mega wichtig. Ohne Traktoren hätten Bäuerinnen und Bauern viel mehr zu tun. Mit einem Traktor können sie ihre Arbeit einfach schneller und leichter machen. Ohne Traktoren müssten sie alles selber mit den Händen machen. Rüebli, Tomaten oder Herdöpfel, alles selber pflanzen. Weisst du, wie das anstrengend wäre? Und wenn das Gemüse wächst, was macht der Traktor denn? Der Traktor hilft natürlich auch, wenn das Gemüse mal fertig gewachsen ist. Dann wird das Gemüse nämlich geerntet. Und beim Ernten, da kann der Traktor die Maschine ziehen, die das Gemüse dann automatisch aus dem Boden rausholt. Wow, jetzt schmeckt mir das Gemüse noch besser, weil ich weiss, wie viel der Traktor dafür geleistet hat. Ach Mau, ich würde so gerne mal auf einem Traktor fahren. Oh, weisst du, wie cool, das wollte ich auch. Stell dir vor, wie wir, du und ich, mit einem Traktor über die Felder fräsen und zusammen den Bäuerinnen helfen. Das wäre ein Abenteuer. Ja, das wär's. Vielleicht können wir ja mal einen Bauer fragen, ob wir dürfen mitfahren. Das finde ich eine gute Idee, Val. Das müssen wir unbedingt machen. Let's go! Wow! Hoi, Val! Hey, stell dir vor, ich war gestern auf einem Bauernhof und habe ganz viele Rösser gesehen. Das war im Fall richtig gut. Wow, echt? Erzähl mir mehr, Mau. Warum findest du die Pferde denn so spannend? Rösser sind einfach unglaublich. Die können super schnell rennen, also fast so schnell wie ein Auto. Und Menschen können auf ihnen reiten. Wenn du auf einem Ross rumreitest, dann fühlt sich das an, als würde man fliegen. Das tönt wirklich aufregend. Wie schnell können sie denn rennen? Also es gibt Rösser, die sind im Fall bis zu 70 Stundenkilometer schnell. Das ist richtig schnell, oder? Wow, das ist ja mega schnell. Und wie stark sind sie? Rösser sind mega stark. Die können zum Beispiel schwere Gewichte ziehen oder tragen. Auf dem Bauernhof habe ich zum Beispiel gesehen, wie sie grosse Wagen, die ganz mit Heu gefüllt sind, können umziehen. Wow, das ist beeindruckend. Aber Mau, wie pflegt man so ein Pferd denn? Also man muss ein Ross muss man jeden Tag bürsten, damit das Fell schön bleibt. Und Rösser brauchen natürlich zu essen, Futter und zu trinken, also Wasser. Und dazu kommt, man muss ihnen helfen, dass ihre Hufe sauber bleiben. Wow, das tönt nach viel Arbeit. Und was macht so ein Pferd denn eigentlich gern? Also Rösser lieben es, auf einer Wiese zu grasen und mit anderen Rössern zu spielen. Und sie haben es gern, wenn man sie streichelt und mit ihnen ein bisschen Zeit verbringt. Welche Pferderassen gibt's denn alles, Mau?
Oh, es gibt ganz viele verschiedene Arten. Aber die 3 beliebtesten, das sind das Araberpferd, das Vollblutpferd und das Shetlandpony. Araberpferd oder Araberröss, die sind sehr elegant und schnell. Vollblüter, die sind dafür richtig gut, für wenn man ein Rennen machen will, weil die sind ganz schnell und ganz stark. Und die Shetlandponys, die sind ein bisschen kleiner und mega herzig, also ganz perfekt für Kinder. Wow, das tönt spannend. Ich würde auch gerne mal auf einem Pferd reiten. Ich auch. Stell dir vor, wie wir 2 im Galopp über die Wiese reiten. Das wäre ein Abenteuer. Ja, das wär toll, Mau. Wow, lass uns das unbedingt einmal machen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Und weisst, wie ein Ross macht? Ich probiere es mal nachzumachen. Richtig gut kann ich es nicht, aber so ähnlich. Wow, wow. Hey, wow! Gestern bin ich im Fall auf einem Feld ein bisschen spielen und dann habe ich dort einen richtig grossen Maidrescher gesehen. Der hat das ganze Getreide geerntet. Es war richtig spannend zum Zuschauen. Wow, echt? Was ist denn ein Maidrescher? Also ein Maidrescher ist eigentlich eine ganz grosse Maschine, die das Getreide vom Feld erntet. Ein Maidrescher tut eben mähen, dreschen und so das Getreide trennen. Oh, das tönt kompliziert. Wie funktioniert das denn? Also zuerst schneidet der Maidrescher das Getreide mit einem grossen Messer ab. Zack! Dem sagt man das Schneidwerk. Nachher wird das Getreide in die Maschine hineingezogen. Und was passiert dann? Nochmal später kommt das Getreide in die Dreschtrommel. Dort werden die Körner von den Halmen getrennt. Die Körnchen fallen dann durch ein Sieb runter und werden in einem grossen Behälter gesammelt. Wow, aber Mau, was passiert mit den Halm? Die Halme, oder eigentlich sagt man dem dann auch Stroh, das Stroh kommt dann einfach hinten bei der Maschine raus. Und das Stroh, das kann man dann brauchen als Futter für Tiere. Oder auch zum Schlafen. Kann man wie ein Bettchen daraus machen. Das ist ja praktisch. Wow. Und was macht man mit den Körnern? Wow, aus den Körnern kann man richtig viele Sachen machen. Also zum Beispiel kann man daraus Mehl machen und mit dem Mehl kann man ein Brot backen. Oder man kann Nudeln machen, wie Spaghetti. Oder sogar ein Müsli zum Morgen. Wow, das ist toll. So ein Maidrescher nimmt dem Bauer sicher viel Arbeit ab, oder? Wow, ja, ohne Maidrescher müssten die Bauern alles von Hand machen. Das würde viel länger dauern und es wäre richtig anstrengend. Ach Mau, ich würde so gern mal auf einem Maidrescher mitfahren und sehen, wie das alles funktioniert. Das wäre super! Wir müssen unbedingt mal fragen, ob wir das dürfen. Das wäre ein richtig gutes Abenteuer für uns zwei. Ja, das machen wir mal. Ich freue mich schon drauf. Wow! Ich auch! Es wird bestimmt mega spannend! Wow! Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich war auf dem Bauernhof und dort hat es so viele Kühe gehabt. Ich liebe Kühe. Kühe? Das tönt ja richtig toll. Ich habe noch nie eine von euch gesehen. Erzähl mir mehr mal. Also, Kühe sind richtig gross. Sie haben wunderschöne, grosse Augen und ein weiches Fell. Die einen Kühe sind schwarz-weiß und die anderen sind braun oder sogar rot. Und weisst du was? Eine Kuh kann im Fall fast so gross wie ein kleines Auto werden. Und die einen Kühe, die werden im Fall bis zu 700 Kilo schwer. Das ist also mega viel schwerer als Papi und Mami zusammen. Wow, das tönt beeindruckend. Und was machen Kühe denn den ganzen Tag? Also die Kühe, die stehen also auf der Wiese rum,
fressen Gras und das Gras käuen. Wobei, weisst du was? Sie tun es im Fall nicht nur einmal käuen und catchen. Sie tun das Gras wieder zurück in den Bauch holen und tun es dann noch einmal käuen. Also ein zweites Mal. Darum sagt man, sie seien Wiederkäuer. Das tönt ja lustig. Und irgendwie auch schlau, oder? Ja, richtig schlau. Und weisst du, was auch interessant ist? Wenn Kühe nach einem langen Winter im Stall dann endlich wieder raus auf die Weide dürfen, dann kumpen sie vor Freude. Sie kumpen richtig in die Luft, als ob sie tanzen würden. Und das, weil sie einfach glücklich sind. Wow, wirklich? Das ist ja richtig herzig. Kühe sind ja richtig fröhliche Tiere. Ja, Kühe sind beeindruckende Tiere. Und sie geben auch Milch. Also der Bauer tut seine Kühe nämlich melken. Und von der Milch von den Kühen, daraus macht man dann Joghurt und Käse zum Beispiel. Ohne Kühe gäbe es also keine Schoki, keine Glasse und auch keinen Käsekuchen. Wobei, nein, das stimmt eigentlich nicht. Also, das wären dann einfach vegane Käsekuchen oder Glasse. Also eine Glasse ohne Tierprodukt. Ist ein bisschen anders, aber eigentlich gerade so gut. Oh, wow. Dann sind Kühe ja wirklich das Beste. Aber was brauchen sie denn, dass es ihnen gut geht? Sie brauchen frisches Gras und viel Wasser. Manchmal trinken sie bis 100 Liter an einem Tag. Und sie haben es gern, wenn der Stall sauber ist. Und sie von jemandem ein bisschen gebürstet werden. Kühe lieben es, draussen auf der Wiese zu sein, besonders in der Sonne. So draussen im Freien an der Sonne können sie einfach schön entspannen und mit anderen Kühen auf der Wiese zusammen rumstehen. So fast so ein bisschen wie mit besten Freundinnen. Wow, Kühe tönen wirklich wie ganz besondere Tiere. Und was machen sie denn, wenn sie nicht gerade am Fressen oder am Ausruhen sind? Also es gibt Kühe, die sind im Fall richtig hungrig. Und die kommen auch ganz nah zu dir her, wenn du rufst. Andere Kühe, die haben es mega gern, wenn man sie ein bisschen streicheln. Am besten hinter dem Ohr. Du, und genau wie Menschen haben auch Kühe ganz einfach unterschiedliche Charakter und Persönlichkeiten. Die einen sind ein bisschen scheu und zurückhaltend und andere sind ganz neugierig und verspielt. Wow, das ist ja unglaublich. Aber, Mau, sag einmal, essen die Leute nicht auch ab und zu mal eine Kuh? Das stimmt, ja. Aus Kühen wird auch Fleisch gemacht. Hamburger oder Würstchen. Aber weisst, ein guter Bauer oder eine Bäuerin, die schauen, dass ihre Tiere ein schönes Leben haben. Und wenn man Fleisch kauft, dann kann man auch schauen, dass das Fleisch eben genau von so einem Ort kommt, wo der Bauer und die Bäuerin gut auf ihre Tiere geschaut haben. Das ist irgendwie traurig, aber ich finde es auch schön, dass der Bauer sich so gut um die Tiere kümmert. Genau. Aber weisst du was? Ich habe gehört, dass es auf der Alp Ferien gibt, wo man bei den Kühen sein kann. Und man kann ihnen helfen, man kann sie bürsten und man kann sie sogar melken. Oh ja, Maud, lass uns das machen. Ich will unbedingt einmal eine Kuh bürsten, sie füttern und vielleicht sogar mit ihr spielen. Das wär so cool. Oh ja, komm, das machen wir. Wir lernen alles über Kühe und werden ihre besten Freunde. Und weisst was, wer weiss, vielleicht kumpeln wir am Schluss sogar vor Freude mit den Kühen zusammen auf der Wiese um. Kühli, wir kommen! Mu. Ja, Kuhferien auf der Alp. Wir kommen. Wow. Dole, 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 dole.